Es geht weiter, immer weiter, hier bei Fire Emblem Echoes, Philosopher Canea, Akt Nummer 6 und ja, gegen die Drachen. Da habe ich ein ziemlich großes Problem. Zumindest, wenn ich es so mache wie in der letzten Folge. Weil die Strategie war ja schon ein bisschen bescheuert. Gut, nee, bescheuert war es, sie war eigentlich schon gut. In Anbetracht dessen, wenn man gewusst hätte, was alles kommt, war. Und zwar aufgrund der Situation wissen wir haben hier oben ein paar... Wo sind die jetzt hin? Oh, sie kommen jetzt noch. Jedenfalls noch ein paar Gargoyles, die da oben... Ja, ein bisschen seltsam. Eben ein paar Gargoyles, also sprich die Stärke-Variante von denen hier. Graue Gargoyles, irgendwie sowas, kommen da oben noch. Hier haben wir halt normale... Hä, bin ich jetzt? Moment mal, wieso sind plötzlich 2, nicht mehr 3? Also ich habe eine Vermutung, aber ich hoffe nicht, dass es das ist. Ja. Moment mal. Es waren 3 Drachen, Freunde. Ich bin jetzt nicht komplett bescheuert. Es waren 3 Drachen. Beginn gegnerischen Zug. Ja, auch nicht schlecht. Ja, es waren... Hä? Kann man so... Ja, da ist klar. Kampfprognose. Einfach normal, einfach normal. Ne, damit nichts zu tun. Spieltempo kommt zeigen. Ja, ja, ja. Es waren 3 Drachen. Heißt das jetzt, weil ich das letzte Mal am Schluss aus dem Kampf quasi... Ja, mich zurückgezogen habe. Nicht geflohen, ich habe mich zurückgezogen. Dass deswegen das Spiel dachte, okay, es ist zu schwer, ich mache auf 2 Gegner. Oh nee, bitte nicht. Jetzt hat er so eine geile Strategie gehabt, ich 3 Drachen platt mache. Und dummerweise gespeichert beim letzten Mal, war. Also sprich am Ende vom letzten Part und so, ja, sieht so aus. Scheiße. Ja gut, ich sehe jetzt auch keine Option, wie ich das ja zurückstellen könnte. Also jetzt Seitenrad, ja, einsetzen kann ich schon, aber zurücksetzen wird natürlich nicht gehen. So fängt der Part natürlich geil an. Kann ich irgendwie... Oh, scheiße. Ja, natürlich jetzt dummerweise nach Akt 5 nicht noch einen zweiten Save gemacht, weil sonst hätte er sogar jetzt irgendwie nochmal die ersten 2 Kämpfe oft nochmal nachgeholt. Scheiße, egal. Okay. Dann sind es halt nur 2 Drachen diesmal. Sind offenbar jetzt die Gargoyles oben auch weg, oder? Es sind nur 2 Drachen. Schade. Schade, schade. Ja, die Strategie, kann ich jetzt natürlich mal so erzählen, die ich jetzt gehabt hätte, wäre halt, letztes Mal habe ich es eigentlich so gemacht, da hatten wir so Drachen, okay, ich ziehe mich halt zurück. Da hatte ich natürlich, dass wir den Titanklau nicht beachten, nicht den, vor allem Wasseratem, dass mein Verteidigungswert umgehen, was natürlich scheiße ist. Ja, und sich einfach zurückziehen quasi, auf den Drachen warten, ist sowieso auch fehl, da ja überall Gegner nachspawnen, ich glaube alle, irgendwie ab Zug 3 des Gegners pro Zug kommen links oben, rechts oben, unten rechts, links unten, kommen irgendwie halt immer neue Gegner dazu und das ist natürlich scheiße dann, wenn die Drachen noch kommen, da hast du gar keine Chance mehr. Deswegen, also meine Idee wäre jetzt eher gewesen, auf die Drachen losstürmen und einhacken. Ja, nicht irgendwie sagen, nö, zieh mir zurück und so, alles scheiße, gut, scheiße sowieso. Weil, vor allem in Wasseratem, war. Wie man sieht, der hat die Reichweite 2 bis 3, okay. Aber man sollte eigentlich nur die Titanklauen gehen. He? Quasi von Frontangreifer greift er mich auch mit Titanklauen an. Deswegen umgeht er die Verteidigungswerte nicht und ich kann eigentlich übelst draufhauen. Also und überall ist klar. Vor allem Lukas und dem Draco-Schild bringt nichts, da greift er mich zweimal an der Gegner, deswegen... Ah, ist das scheiße. Er hat sogar gesagt, ist das eine kluge Idee hier? Wenn du noch losstimmen will, eigentlich schon, wa? Vor allem braucht er dann relativ viele Magier, oder? Fragezeichen. Nehmen wir sogar noch sie mit. Kann noch eine mitnehmen. Dumas Lanze vielleicht. Fühlt man eines Gottes Macht und eine hohe Crit-Chance, wissen wir eigentlich alles.
Und vor allem zum Heilen, aber gesagt, genau, Tatjana zum Heilen wiederum. Also der Hinter wirklich voll auf Angriff. Keine halben Sachen machen. Und jo, mal gucken, wie es läuft, wa? Durch S-Zug ist klar, muss er erstmal ein bisschen sammeln und so. Das kann nicht direkt voll auf Angriffen zu gehen, aber ansonsten. Ja, ist schon ein bisschen schade. Wäre doch jetzt eine perfekte Gelegenheit gewesen, zu gucken, wie stark ich wirklich bin. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Sie kommen halt weit, ja? Das ist halt so. Ja, kann natürlich dann auch so angreifen. Oder bringt das doch nichts? Nee, ich muss die weghauen. Just say the word. Also aber eigentlich auch, ich muss zumindest einen irgendwie anlocken. Vielleicht alle Verteidigungsleute wegnehmen, vielleicht doch ein Fail gewesen, ne, wenn man gerade so überlege. Leave this to me. Oh nee. Kein Problem. Ja, das ist der gute Konrad. Es ist der Konrad. Ja, ja. So, die Drachen treffen wir jetzt natürlich nicht. Wenn man so noch rausholt, darf das wird ein bisschen länger dauern. Aber wenn das natürlich jetzt ein bisschen abgespeckt ist. Leider, weil ein Rückzug. Ja, ich glaube, das stand sogar irgendwo wegen Rückzug, dass eine Mission einfacher wäre. Also hoffentlich nicht, dass alles einfacher ist. Weil gerade auf Mittel zurückgestellt statt auf schwer, weil ich will hier eigentlich schon ein bisschen sagen, was ich drauf habe und so. Ja, wir werden sehen. Falls doch, dann sorry, aber da halt im letzten Part total verpennt. Ja. Ups. Sogar meine Wasserflasche hier ein bisschen geknackst hat. Sakitoi! Oh je. So, das Auge kommt noch nicht. Jetzt halt, wie bereits erwähnt, die Frage, ich erwische ihn gut. Er mich zwar auch, aber... Alter, einmal Ragnarök, weg ist er. Haben wir auf zweimal an. Ja, aber auch zweimal, okay. Damit wäre der eine schon mal weg. Was mache ich mit dem hier unten? Den braucht natürlich auch ordentlich weg, obwohl ich nicht mehr, gehe auf Nummer sicher, war. Ist da noch der Unterschied, wa? Ja, Z-Resist. Hä? Wie jetzt das? Z-Resistenz 16, Meat-Resistenz 11. Aber der untere Drache macht, der obere macht viel mehr Damage als der untere. Hä? I'm very confused. Ach so! Ne, bin ich ein Volltrottel. Ja, Ragnarök ist so ein starker Zauber. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Alter. Das ist ein Drachenerleger. Geil, Golddukate brauche ich für Upgrades und so. So, ein bisschen Seraphim. Ich würde sagen, ja, wegen Trefferquote. Klar, Aura würden sofort erledigen, aber eben, ich habe da keine Ahnung, über Treffer. So. Hä? Ist immer so, dass wenn ich angreife, dass der Titan klauen? Ah, ne. Der 2 bis 3 Felder, Trottel. Der kommt ja nicht weiter. So. Ja, kann schon ins Heilfeld gehen, wa? Und ihn attackieren. Attacke! Oh je. Dann... Ja, ich glaube nicht, dass das... Oh. Die würden sogar down kriegen, krass. Ja komm, dann mach es so. Hä? Alter, Konrad schafft's nicht mal. Ja gut, dann mach bitte hier oben.
Jo, da muss doch anders machen. Warte mal, ich habe doch Semi-Teleport. Genau. Ich könnte natürlich... Das ist jetzt auch relativ viel. Also wir sowieso ein bisschen trainieren, sehe ich gerade mal. Ja, komm. Schick die mal nach vorne. Kannst ein bisschen Excalibur und so, das mag sie doch, nicht wahr? Excalibur! Zwar eine Crit, aber effektiv hast trotzdem. Ja, wir haben aber schon gewonnen. Over already? How boring. Da stimme ich dir vollkommen zu. Vielleicht zumindest das Auge überleben lassen sollen, war. Ja gut, einerseits natürlich Erfahrungspunkte, die wir hätten sammeln können, natürlich jetzt alle weg, okay, ist klar. Andererseits muss man ja jetzt auch sagen, ne, wenn man da ehrlich ist, haben gesehen, beim letzten Part, wir haben ja alles gesehen, wir haben auch alle Gegner gesehen, die kommen wären. Ich habe halt versagt am Schluss und jetzt, ja, die gleiche Taktik gewesen. Einfach voranstürmen, weil wenn es natürlich alle nach links gegangen wären, die Gargoyles von oben rechts, hätten uns gar nicht erreicht. Sprich, hätte am nächsten Zug dann zuerst mit Tatjana alle heilen können mit Stärkung. Dann mit meinen Truppen den Rest einfach alles wegfetzen, gar kein Problem. Dann wären die Wrestler gekommen, links oben, links unten, rechts unten. Ja, ich denke, das ist die beste Variante, wenn man Drachen direkt angreift und nicht irgendwie versucht, sich zu verstecken, weil das bringt hier, glaube ich, nicht viel. Und, ja, natürlich auch cool, dass wir das im Prinzip geschafft haben. Im Prinzip kann man sagen, wir haben die Schlacht in der letzten Folge eigentlich geschafft. Das hier war jetzt noch ein bisschen die Alternative. So, dann haben wir einen Furierhafen. Da geht es ein Tabis-Labyrinth. Vor allem, irgendwie, ich habe ein ganz mieses Gefühl, Leute, und zwar, dass es hier bereits fertig sein soll. Aber irgendwie mal so was sagen lassen. Also sprich, Akanea, dass hier der letzte Ort ist. Also unter Umständen ist das Let's Play in 2-3 Parts vorbei. Willkommen im Furier! Hafenstadt hört das Ende Akaneas! Dank euch konnte ich sicher wohl mal nach Hause zurückkehren. Ich muss mir einfach eure Erkenntnis zeigen. Bitte nehmt dieses Lohn für eure Mühen. Alter. Der neue Ruhm, es strahlt in Valencia. Nun will ich mich empfehlen. Auf ein Wiedersehen, Freunde. Bye, bye. Das ist ein Dieb. Die Stadt Furier ist nach ihrem Gründer benannt, nach einem stolzen Helden. Sagt mir gar nichts. Es gibt eine Sage, die man sich bei uns erzählt, dass ein böser Gott aus dem Westen alle Menschen vernichten solle. Wie bitte? Ihr kommt vom Westen? Das ist ja ganz gewöhnlich. Bei Leuten aus dem Westen denke ich sofort an wilde, blutrünstige Barbaren. Ja. Jenseits der Berge liegt ein Ödland, das wir die Wüste Amurtoten nennen. Dort liegen die Ruinen einer uralten Stadt namens Tabis. Tabis war einst so groß, Worte vermögen das kaum zu beschreiben. Der Zahn der Zeit ist grausam, die halbe Stadt ist vom Samt verschluckt. Okay, so viel zu Tabis. Ein Hering! Genialer Fang, dem Fischerhafen scheint es gut zu gehen. Ja. Ein Dragonfilet. Und? Hä? Eine Katze? Dazu ist ja ein Hund. Ist ja bei uns nicht. Kriegserprobte Leute zu wohnen. Musst du gerade sagen, ey. Herr Kaiser. Ein Stahllanze. Nehme ich. Geklaut. Ist ja die gleiche Stahllanze wie bei uns, wa? Hätte ja auch anders aussehen können. Statue der Mila. Wieso gibt es hier eigentlich eine Statue der Mila? Ich bin mal gespannt, was hier steht, was hier abgeht. Ich meine, was haben die mit Mila zu schaffen, mal so fragen darf? Okay, sehe ich sonst nichts. Was sagt Allen dazu? Okay. Kleine Dinge sind anders. Ne, was soll anders sein? Die cool oder was? Ist eigentlich alles genau das gleiche. So, wir sehen aber auch, wir können den Hafeneingang verlassen, aber weiter kommen wir eigentlich noch nicht. Das heißt, da noch ein bisschen Story, wir sind gespannt. Prüfen. Erstmal natürlich Trinkwasser prüfen, ist ganz wichtig. Ohne Trinkwasser geht gar nichts, da ist schwer, dass ich nicht rankomme. Leider, hier ist auch nichts. Okay, erstmal. Welcome. Welcome. Ja, du welcome, ich auch.
So, das Kriegerschwert kann man hier sogar noch upgraden und sogar damit noch. So, was für ein Rapier aus, wa? Und das sieht nach dem Schattenschwert aus. Many thanks. Many thanks. Ich werde das mal speichern, wenn ich schon mal hier bin. Falls ich nicht gerade einen Quatsch mache, nochmal neu starten. Many thanks. Welcome. Welcome. Falchion, ja, kann ein bisschen abgegradet werden. Geben mir 2 Power mehr, ein bisschen höhere Trefferquote. Okay, und Sophias Glanz. Ich habe auch 3 Golddukaten dafür. Ich würde es ehrlich gesagt eher ihr geben. Und zwar aus dem Grund, weil Falchion, klar ist Falchion mehr, wir brauchen vielleicht Falchion eher. Aber es ist bloß um 2, wird es upgradet. Also verstärkt, ja, sagen wir so, um 2 mehr Power, so gesehen. Trefferquote natürlich ein bisschen höher, aber Trefferquote ist eigentlich sowieso bei Almans eigentlich nie das Problem gewesen, da er sowieso ein bisschen krass drauf ist und so. Was sind hier die... Ah, da wird jetzt eine Silberlanze draus, oder? Wäre eigentlich auch ein bisschen billig. Also Clive, stimmt. Es ist der olle Clive, live. Clive is live, la 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 la. He is on live. Guck mal hier. Ich meine, es sind 2 Goldmünzen, die ich brauche. Auf Thomas Lanz zwar auch, aber... Ja, wobei, Gewicht geht runter, wa? Jetzt war hier das hier noch für 100. Der Bogen kann natürlich auch ein bisschen upgraden, aber vielleicht wird eigentlich... Ich würde gerne mal das versuchen, Leute, zum Gucken. Obwohl, warte mal. Das wird irgendwie ein heiliger Bogen sein, keine Ahnung. Aber das hier... Es sieht aber ein Sakralbogen nicht ähnlich, wa? Warte mal. Ein Sakralbogen werden, wa? Entweder aus dem Silberbogen mit einem Sakralbogen? Ne, warte mal, Pfeilspitze ist anders. Alter! Was soll ich nun tun, Leute? Vielleicht doch Sophias Glanz nicht upgraden, weil es mir halt 3 Golddukaten kosten. Mache erstmal Alms Waffe plus hier Gradivus und Dumas Lanze. Das würde schön aufgehen, dafür hätte ich dann halt, wenn ich Dumas Lanze, aber den Upgrade waren dann noch 100 Münzen, Silbermünzen. Hier hätte ich einfach 1 Power mehr bei dieser Sakrallanze. Oder ich setze, aber ich kann natürlich echt... Ah, scheiß drauf, komm. Sonnenbogen, was soll denn das sein? Okay, ich werde dadurch verstrahlt. So kann ich das mal verstehen. Reichweite 1 bis 2 bloß. Gewicht ein bisschen weniger, okay. Aber weniger Power. Und lass mich ran, ich kann so ein bisschen Power draufdrücken, wa? Ja, toll. Gewicht geht noch weiter runter. Ich könnte 300... Sag mal. Moment mal, was anderes, Leute. Mal ganz kurz. Silberbogen muss ich auch erst... Scheiße. Ich habe jetzt einen anderen Silberbogen nicht mehr. Okay, Leute, wir machen es anders. Und zwar live. Live ist live. Das war jetzt wieder eine Scheißwahl, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, vielleicht bringt die Waffe natürlich schon etwas in bestimmten Situationen, aber dafür müssen wir die Situation erstmal kennen, was er nicht unbedingt jetzt schon will, weil er ist ja blind. Trotz allem nach hier Akt 6. Ach, Halm und Celica, wie schön. Und deswegen würde ich sagen, lieber jetzt nicht so auf Risiko gehen und mir eher sagen, na komm, der Bogen schon ein bisschen aufgegradet, ich investiere nochmal 100 und guck, was jetzt Geiles gibt. Meisterbogen, das klingt doch eher nach einem Crit Master. Ja, okay, plus 20 drauf, alter Schwede. Ein Bogen, tödlicher als fast jeder andere. Alter. Wow. Okay, er ist ein bisschen übertrieben. Many thanks. Many thanks. Many thanks. Many thanks, schon wieder. Ja, ich weiß. Jo, will mal sagen.
der gute Tobin aus dem Sakralbogen verabschiedet, kriegt dafür den Meisterbogen. Mit 20% Crit drauf. Gut, natürlich ist ein bisschen schwer das Teil. Aber wenn ich da halt, ja, bin ein bisschen langsamer, aber ich greife immer aus der Entfernung an und ganz ehrlich, und dafür noch öfter Crit als ohnehin schon. Da können wir noch ein bisschen upgraden kann und so. Allein schon 100 bringt was, war gut, im Gewicht zwar nicht. 50 wird was bringen, Silberdukaten. Naja. So, einer Schimmling genau geradeaus, weil er kriegt dafür noch ein Power drauf. Trefferquote, Gewicht weniger. Ja, Gewicht natürlich 5. Das ist natürlich schon wegen dem Speed schon wichtig, dass der ein bisschen leichter ist. Da habe nur eine Power mehr, also ganz ehrlich. Wenn einmal mehr drauf Power, das lohnt sich nicht wirklich. So eine Stahllanze normale. Nee. Silberlanze. Ja, es fehlen allen Ecken und Enden, Freunde. Es fehlt überall leider. Thomas geht natürlich jetzt auch nicht mehr. Also eigentlich kann ich jetzt nur noch die Golddukaten investieren, wa? Einmal geradeaus wegen 2 plus dann. Ja, plus dann. Ich kann den Venus-Schwert noch upgraden, wa? So, ein Crit ein bisschen drauf und. Ja, ein Venus-Schwert natürlich in weiblicher Hand doppelt so stark. Also wird vermutlich jetzt vor allem für sie hier wird es vermutlich mehr bringen, wenn ich es so mache, aber ja, 3 ist schon relativ viel. Eine Frage wäre geradeaus, brauche ich das überhaupt momentan so dringend? Eigentlich weniger, aber na komm. Und zwar aus dem Grund, weil, auch wenn es im Prinzip cool wäre, aber ich greife mit Celica mittlerweile sowieso nicht mehr so oft frontal an, wa? Also meistens greife ich an den Gegner an, deswegen kann ich mich gut wehren mit dem Schwert. Und sonst nutze ich halt Magie, hey, also, Many thanks. Many thanks, schon wieder. Muss man ja auch ein bisschen beachten, nicht wahr, Freunde? So. Ganz kurz zum Dorfplatz gehen, so gucken, was hier abgeht. Noch nicht sehr viel. Stahlschild. Jo. Auch nichts Besonderes mehr, leider. Ein schwarzes Brett. Das gibt es natürlich in Valencia nicht. Wir haben da nur weiße Bretter. Ein Mann. Kann hier schauen. Weniger ist der Habsucht. Also einiges. Heißt es. Steht fest, okay. Wie auch hier wieder mal, man sieht es ist nicht gerade sehr viel los hier. Leider, muss man sagen. Das heißt, für uns in nächster Folge gehen wir zum Tabes-Labyrinth, gucken uns da ein bisschen um, was da alles noch abgeht und ja, wenn das sogar stimmt, ist das unser letzter Auftritt hier auf der Overworld. Wenn nachher eigentlich alles echt da drin abgeht und so und unten gar nichts mehr ist und ja, keine Ahnung. Wir werden alles noch sehen, was noch kommt, was nicht kommt. Wie dem auch sagen, mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Arcanea, Akt Nummer 6. Ciao zusammen.